Willkommen zurück, Miko. Wir müssen eine Verbündete von meiner Heimatwelt Vardos zum Admiral bringen. Das Ziel ist Protektorat Gleb. Das ist eine Beamtin, die früher Agent Hask und mich betreut hat. Ich weiß nicht, was das mit der Operation zu tun hat, aber ich muss dem Admiral trauen. Bringen Sie nach Vardos. Vardos, imperiale Festung. Das ist die Dauntless. Die haben wir gerettet auf Fondor. Was macht sie hier? Sie liefert Fracht aus. Sie hatte die Satelliten an Bord. Moff Wraith sagt, die Satelliten wären für Operation Asche. Verrät uns aber das Ziel nicht. Der Admiral auch nicht. Jetzt weiß ich warum. Die Satelliten sind justiert, Sir. Exzellent. Ich habe Sie nicht gerufen, Commander Versio. Vardos ist unser Ziel. Eins davon, ja. Aber der ganze Planet und sein Volk, sie sind dem Imperium treu. Der Imperator befiehlt es. Wir vernichten diesen Planeten und andere Folgen. Furcht wird sich verbreiten und die Galaxis wird sich erinnern, wer die Kontrolle hat. Es ist unsere Heimat. Das Imperium ist unsere Heimat! Und wir tun, was der Imperator befiehlt. Ich nehme keine Befehle von Toten an. Du nimmst Befehle von mir an! Aktiviert die Satelliten sofort! Fliegen Sie nach Vardos, und zwar auf der Stelle. Holen Sie Protektorat Gleb. Sie ist Ihr einziges Ziel, verstanden? Das ist alles. Das ist alles. Kontaktieren Sie Agent Hask auf der Corvus. Ich muss mit ihm sprechen, und zwar unverzüglich. Wir finden Protektorat Gleb im Archiv. Mir nach. Wissen Sie noch, wo es lang geht, Commander? Ich habe ein gutes Gedächtnis, Agent. Dieser Sturm ist unnatürlich. Ich habe sowas noch nie gesehen. Die Bewohner müssen Todesangst haben. Das ist erst der Anfang. Wenn die Leute sehen, was wir getan haben, wird diese Angst sich durch die Galaxis verbreiten. Aber warum evakuieren wir die Zivilisten nicht? Zivilisten sind entbehrlich. Unsere Leute gehen vor. Das sind unsere Leute. Diese Welt gehört zum Imperium. Wir sollten sie beschützen. Könnte es sein, dass sich da eine Rebellion inmitten des Imperiums etwa entwickelt? Oder wie Lucas gesagt hat, es herrscht ein Konflikt in dir. Gilt nicht nur für Dell, sondern natürlich auch für Aiden. Können wir behaupten. Also ein Wandel von Aiden zur Rebellion? Mal gucken. Man kann einfach Glück sagen, dass, wenn man es mal so ein bisschen vergleicht, oder der Imperator ist ja tot, hä? So. Aber trotzdem, Imperium macht weiter, sie verfolgen quasi seinen letzten Willen, sag ich jetzt mal, mit neuem Anführer,
zurzeit noch der Admiral. Und ja, sagen wir so vergleicht, wie es damals im Zweiten Weltkrieg mit Hitler war, muss man ja eigentlich froh sein, dass es ja nicht ähnlich verlief sonst. Ach du meine Güte. So, Satelliten, ja, wenn man natürlich keinen Todesstürmer zur Verfügung hat, dann dauert es ein bisschen, Plane zu vernichten. Naja, ja, das ist eine gute Frage, wie geht es eigentlich lang? Ich kann nur normal gehen. Mehr als gehen geht nicht. Dankeschön. Sektor 2B vor der Abreise. Ich bin nicht verantwortlich für Ihr Wohlbefinden. Ja, es gibt solche, die denken, das Imperium tut das Richtige, zum Wohl der ganzen Galaxis. Die Sicherheitsprotokolle dienen ihrem Schutz. Das wäre vermutlich irgendwie 80% vom ganzen Imperium, mit den ganzen Planeten, Bevölkerung, Zivilisten halt. Und eine mitunter, und dann gibt es halt noch die anderen 20%, die ja, halt in der Machtposition stehen und die ja ähnlich ticken wie der Imperator. Von wegen, es geht nur um die Macht. Kontrolle vibriert, warum? Mal ist es angezeigt, okay. Spezialeinheit, durchlassen. Roger, Roger. Die Symbol ist aber nicht euer Ernst, oder? Sind wir wirklich wegen einer Person? Zivilisten könnten sterben. Außerdem gefährden wir auch unsere Truppler. Sie evakuieren nur Hochbefehl. Ihre Furchtlosigkeit bei diesem Sturm zeigt wahre Disziplin. Aber Gleb verdient eine vorzeitige Evakuierung, oder was? Gleb leitet die Schule für künftige imperiale Anführer hier. Sie bildet loyale, fähige Truppler aus. Wie ein. Wie mich. Und jetzt fordert sie einen Gefallen ein. Das Volk von Vados ist dem Imperium treu. Warum sollten wir es leiden zurücklassen? Das ist alles für das große Ganze, Kommando. Mir gefällt das alles nicht. Vados war unsere Heimat, Hask. Das Imperium ist unsere Heimat. Mit Operation Asche beweisen wir, dass wir seiner Zukunft würdig sind. Sie klingen wie mein Vater. Das liegt daran, dass ich die Befehle des Admirals befolge. Vergessen Sie die Befehlskette nicht. Mhm. Wurde aber auch Zeit. Altenversio. Beabsichtigen Sie? Ich weiß, ich bin wichtig, aber die eigene Tochter gefährden. Ziel erreicht. Bewegung, Gleb. Jetzt gibt sie mir auch noch Befehle. Wunderbar. Wow, zurück! Ja, gehört zu mir. Die anderen bleiben hier, sie sind unwichtig. Los! Commander. Wir haben ein Schiff in Landebucht 2. Dort sind Sie in Sicherheit. Gehen Sie los! Los! Was soll das? Nein! Stopp! Das ist nicht unsere Mission. Waffe runter. Schon okay, wir bringen sie weg. Los. Nein! Komm mal, warten Sie! Ich bin Ihr Commander. Waffe runter! Unsere Befehle sind klar. Wir sollen Protektorat Gleb hier rausholen. Allein! Die Zeiten ändern sich. Sehen Sie sich doch um. Erkennen Sie das Imperium eigentlich überhaupt noch wieder? Bitte tu das nicht. Tu Das es nicht. Imperium muss Zivilisten vor sowas wie Operation Asche schützen. Das ist das neue Imperium. Wenn das neue Imperium ist, dann will ich nichts davon wissen. Ich befolge die Befehle meines Commanders. Sind das deine Befehle? Sind sie das? Denn in dem Fall ist das ja Verrat! Sind das deine Befehle? Ja. Und ich habe meine. Die Waffe runter. Ungehorsam wird ein Untergang sein.
Commander Versio und Agent Miko haben die Mission verraten. Tut mir leid. Habe verstanden. Bringen Sie mir Gleb. Das ist Ihre Mission. Ich werde mich um die Verräter kümmern. Ohne Helm. Auf der anderen Super. Seite des Platzes ist ein Durchgang. So kommen wir raus. Ich bin bereit, Commander. Nicht schießen. Wenn sie uns sehen, gibt's Ärger. Ja, so schnell kann es gehen, wa? Wenn ihr die Deserteure seht, sofort Feuer! Neue Befehle von oben. 2 Agenten der Spezialeinheit. Wir sind zu ungeschützt. Wir brauchen mehr Deckung. Okay, Blendgranate. Ja, das wäre eine Option. Impulskanone oder Schock? Nee, Schock haben wir schon. Impulskanone, maximalen Schaden aufgeladen. Ja, eigentlich will es ja mehr in Deckung gehen, wa? Das müsste ich jetzt eigentlich... Nee, darunter will ich nicht. Du, vielleicht sieht uns ja nicht. Feuer frei! Nee, der sieht nichts. Einfach durchgehen. Dale, beeil dich! Oh, das ist hell. Sag mal. Heckvorgang läuft. Wir müssen zur Corvus und raus aus imperialem Herrschaftsgebiet. Sie haben Ihren Vater gehört. Vorher schießen Sie uns ab. Dann müssen wir die Flugabwehrkanonen ausschalten. Ah, mein Gott, Freunde, so schnell kann es gehen hier. Bei Battlefront 2. Ganz ruhig, Miko. Die Zivilisten auf der Corvus verlassen sich auf uns. Wir haben keinen imperialen Funk. Die Corvus wird nicht mal wissen, dass wir kommen. Uns fällt schon was ein. Gefahrenanalyse. Das hat er bereits gemacht. Du musst was hacken. Watcher. Okay, was bringt mir das jetzt? Hä? Scan die Umgebung. Stirb, dreckiges Imperium! Ich diene nur dem alten Imperium. Wollte gerade sagen, das Symbol. Ich habe überall auf den Bannern gesehen, aber ist nicht das von der ersten Ort? Was bin ich jetzt? Verurteilt. Wenn wir nicht aufpassen, sind wir dran. Ja, Commander. Hätte schwören können wir das von der ersten Ort. Vielleicht täuscht mich ja auch. Vor uns abschalten. Okay, ich folge. Ja, da latschen ein paar. Los! So, neue Fähigkeiten, Frontkämpfer-Neuerung, Leibwächter wegen Schaden durch Explosionen und Toxine, hartnäckig. Oh, das lobe ich mir. Kann ausrüsten, ja, was haben wir dann schön? Also Blendgranate finde ich eigentlich sehr, sehr geil, würde ich gerne behalten. Sogenannte Boostkarten. Ja. Beginnt früher als normal und Nahkämpfer mache ich viel zu selten, also bringt es gar nichts. So, viel Erfolg. Wo sind die Droide? Jo, das lief jetzt doof. Scan.
Hey, kann ich schießen? Ich kann nicht mehr schießen. Wieso kann ich nicht mehr schießen? Was war da gerade? Hä? Wurde mir gar nichts mehr angezeigt. Seltsam. Oder nochmal. Wir können die Flugabwehrsysteme vor uns abschalten. Okay, ich folge. Können wir machen. Die kann ich theoretisch von hinten alle ausschalten. Oh. Ja, sorry, ich dachte... Ich habe so ein Schild nur nicht gesehen, ich dachte, es wäre Ding. Sag mal. Viel Spaß im Blenden. Scan die Umgebung. Ziel schocken. Das ist aber schnell. Fliehende Schiffe. Andere wollen sich auch in Sicherheit bringen. Hack das Ding. Durchaus verständlich. Hier entlang. Ganz ruhig, dann bemerken sie uns nicht. Verstanden. Palpatine. Ah, nee, ist auch das Symbol. Okay. Das Imperium ist nicht der ist in Ordnung. Gut. Überleg gerade, was da. Ich hab gerade ein bisschen überlegt, was da mit Aiden noch zu tun hat. Und da finden wir natürlich auf, jetzt im neuen Universum natürlich nicht mehr, durch Episode 7 bis 9. Am ursprünglichen Extend-Universum war es ja eigentlich noch so, dass Du musst was für mich deaktivieren. Luke eine spezielle Begleiterin hatte. Begleiterin, die ursprünglich neben dem Imperium noch diente, beziehungsweise glaube sogar irgendwie ein Spezial. Ja, ganz kurz so. Jo, werden gesucht. Eine Spezialauftraggeberin von Imperator persönlich sogar war. Hack das Ding. Ja, da wird geballert. Lalalala. Das Gleichgewicht der Macht. Ja, habe ich jetzt sicher nicht wiederhergestellt. Was machst du denn da unten? Dell? Gehst du mal zu Dell? Haha. Nee. Ja, so war ja kein Problem. Hack das Teil, Droide. Ich gebe noch, wie ich überhaupt rennen könnte. Oh. Ja, das war natürlich sehr clever. Dabei war es eigentlich nur eine Blendgranate. Eigentlich. So, muss man ganz kurz was Neues ausrüsten. Mal Impulskanone. Weiß ich nicht, aber irgendwie... Blendgranate selbst ist zwar schon cool. Ich glaube, ich nehme wieder... Komm. So. Soweit so cool. Jo, läuft. Schon wieder. Scan nach Bedrohungen. Oh, da sage ich nicht nein. Hallo? Ich sage doch nein.
Viel Spaß damit! Okay, Impulskanonen sind ein bisschen heftig. Ja, toll. Ah, der hat die gleiche doofe Idee. Feind in Sicht! Ah. Ups. Nein, nein! Ja, wir sind irgendwie da hoch, wa? Suche nach Gegnern. Danke viel und tschüss! Wo? Ich hasse die schweren Schützen. Jo, da ist einer. Ah, so einer. Den hasse ich auch. Scan. Droide, deaktivier sie. Kuckuck. Da ist der Wo nichts gewesen, Spesen. Die Kanonen sind stark genug, um die Flugabwehr fertig zu machen. Und Hallo! die Zielschlüssel zerstören. Deaktivieren wir die Flugabwehr im Sektor. Also komm, Typi, Dale meinen, können Sie mir ruhig ein bisschen helfen hier drüben. Gefahrenanalyse. Keiner mehr, gut. Ah. Hey, wir haben wieder Imperialfunk. Geben Sie mir die Corvus. Commander, Ihre Zivilisten sind jetzt hier beim Schiff. Gut, die Corvus abriegeln. Hask wird Truppen schicken, um die Korvette einzunehmen. Ja, Commander. Ich bin dabei. Was Sie auch sagen. Vorsicht in dem Sturm. Ich versuch's. Ich sehe die Flugabwehrkanonen. Ich erledige sie. Das Imperium wird fallen, nur eine einzige Frau. Ich kann wirklich nicht fassen, wie weit es der Admiral treibt. Er befolgt seine Befehle. Seine Befehle sind Müll. Unsere auch. Wir müssen die Zivilisten von Vados wegbringen. Wir haben gar keine Befehle. Was dann? Erstmal verlassen wir das imperiale Gebiet, dann überlegen wir uns einen Plan. Ah, der schießt. Wer schießt da ständig auf mich? Jäger! Oh, nicht gut. Wir haben trotzdem immer noch 100 Lebenspunkte offenbar, oder KP, keine Ahnung.
Oh, der schießt nicht mehr. Da, die Hauptzielschüssel. Wenn wir sie zerstören, sind alle Geschütze im Sektor deaktiviert. Ausschalten. Ich bringe uns zur Corvus. Feuer! 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 Oh! Waffen in diesem Sektor sind deaktiviert. Los zur Corvus. Wir verlassen Vados. Ich bringe uns möglichst nah hin. Eine Barrikade blockiert unseren Weg. Ja, weiß nicht, ob das irgendwie beabsichtigt ist, eben noch 100 KP hat, obwohl es dann gar nicht sein dürfte, ob das irgendwie, keine Ahnung, was auch immer das ein Bug ist. Aber zumindest spielhaft einigermaßen stabil, das freut mich jetzt umso mehr. Mann! Sag mal. Oh, ich habe immer noch, obwohl es der andere kommt, noch immer noch 100. Da muss ein Bug sein, geht gar nicht anders. Wir haben es fast geschafft. Weiterfeuern. Wir können sonst nirgends hin. Ja, ich weiß, Feuer schon. So, dann musst du noch dran glauben, Kumpel. Ja, boom, boom, boom. Macht schon Spaß. Obwohl es ein bisschen lame ist und ich gar keinen Schaden kriege. Scheiß Satelliten, wa? Aiden über uns! Na, das war nicht gut. Corvus, Rampe runter und alle an Bord holen. Ja, Commander. Aber der Blitz schließt unsere Systeme kurz. Es könnte etwas dauern. Ja. Kein Problem. Unsere Besatzung wird angegriffen. Elektroschock, mach schon. Wir sind gleich da. Scan die Gegend. Stellung halten! Stellung halten! Truppler aufhalten! Ach, das ist die Musik in meinen Ohren. Truppler aufhalten. Kampfläufer! Hä? Wo? Ich sehe einen schweren Schützen. Noch eine Einheit im Anmarsch. Oh oh. Au! Das tat ein bisschen weh. Sie werden alles tun, um uns am Boden zu halten. Ah. Gebiet schocken. Ups. Impulskanone! Tschüss, Kumpel! Scan nach Bedrohungen. Ja, das war ich. Wie gewohnt. Hab ich noch Schönes? Oh! Tut mir leid. Hi, Valley Solly! ATST nähert sich. Haltet den Scoutläufer auf. Sag mal. Rampe unten. Sie können an Bord, Commander. Los jetzt, alle!
Admiral Versio. Agent Hask berichtet? Mission erfolgreich, Sir. Meinen Glückwunsch, Commander Hask. Outer Rim. Warpal-Nebel. Also. Wir sind nicht völlig allein. Ein Teil der Crew ist geblieben. Sie hat die Flüchtlinge vor den anderen beschützt. Wie geht's Ihnen? Geschockt. Verwirrt. Aber in Sicherheit. Sie wollen wissen, wie es weitergeht. Wir müssen die Leute warnen. Wen? Die Rebellen? Die werfen uns ins Sunspot-Gefängnis, bevor wir auch nur ein Wort sagen können. Darum sollten Sie einfach die Corvus nehmen und abhauen. Ich nehme einen TIE-Jäger, setze ein Notsignal ab und warte, bis die Rebellen mich finden. Glauben Sie wirklich, ich lasse Sie hier alleine herumtreiben? Wir sind der Inferno-Trupp. Sie und ich. Hier ist Aiden Versio von der imperialen Korvette Corvus. Ich sende ein Notsignal für die Rebellenallianz. Wir ergeben uns.